No, er ist nicht schlecht. Okay, auf einmal, ja. Nein, es passt schon. Es passt schon, es wird schon werden. Nichts ist schon. Na, dann los. Nein, ist eh. Ja, aber da passt jetzt nur drauf, da können wir gleich die Tanz anmachen. Ne? Ja, von mir ist das. Schön spielen. Das ist ja, wie wir heute wieder die Bestätigung bekommen, gestern, dass wir wieder beim Philharmonikerball spielen dürfen. Und das ist schon eine große Ehre, weil die Wiener Philharmoniker überlegen sich schon, wer bei einer spielt. Ja, aber so was haben sie nicht. Das haben sie nicht. Das ist nur eine einzige Herausforderung, die wir, jetzt sind wir schon ein paar Jahre bei einer, aber eine große Herausforderung ist wirklich, es gibt keinen Ball, bei dem wir spielen, wo wirklich so viel gesoffen wird. Es ist wirklich, das ist schwierig, weil wir spielen da bis 5, glaube ich. so, ja. Und, ja, aber ihr habt schon große Pausen dazwischen. Wir haben große Pausen, das ist richtig, aber das ist ja das Problem. Das ist ja das Schwierige. Weil was machst du in einer Pause? Man trifft liebe Leute. Ja, und das sind ja alles wirklich, also was glaubst du, das ist eine harmlose Partie? Nein, sind sie nicht. Aber nichtsdestotrotz, mit dem nächsten Lied eigentlich haben wir uns dort eingewamselt, weil da waren ein paar Freunde mal da von den Philharmoniker und die haben sich das angehört und gesagt, ja Burschen, das ist klar. Wenn du so spielst, dann spielst du bei uns. Und die D-Tanz auch, also das, was wir jetzt gespielt haben, nach dem Herger der Stab und das Werner Gmiert von Johann Schrammel. Und Johann Schrammel ist auch der Komponist des nächsten Liedes. Ich habe es heute schon mal angesprochen mit diesem großartigen kreativen Titel D-Tanz, weil es Idee ist und halt tanzen. Also wir spielen jetzt die D-Tanz von Johann Schrammel und ja, macht die Augen zu, lasst die Ganselhaut kommen. Das ist der Blues der Wiener, wie es gehört.
Danke. Ich schon früher angesprochen. Pink Floyd waren recht nah dran. Mit dem 7/8-Takt von Money. Aber es war noch immer kein Liter. Aber wir nehmen uns Pink Floyd, weil es wissen am wenigsten, dass Pink Floyd, wie es angefangen haben, ein Schnabelquartett waren. Mit diesem nun folgenden Hinweis möchten wir uns auf die nächste Pause vorbereiten, wo ich nämlich, wie soll ich sagen, mit Kerl durchgehe. Also mit Kerl, mit Chor, ja, mit der Bunte. Ich darf euch jetzt schon mal herzlich bitten um eure Großzügigkeit und auch schon danken dafür. Lasst das Rascheln nicht schäbern, bitte. Es sei denn, es sind Philharmoniker, Maria Therese in Taler. Doppelte Kon. Genau. Zahngold bitte nur nach Absprache. Aber nehmen wir auch, wir sind schon dabei. Wenn ich ein Gödel bin, mit Käse, da reise ich Bahnhof, was sein was heißt. Doch wenn ich Stier bin und nicht vertraut, dann sagt die Madel alle, du bist heute Fahrt. Wenn ich ein Gödel bin, die Wirten, die größten Schneuer und auch die Wirten. Aber wenn ich kann, so bleib ich daheim, bei meinem Bett und trage ich da. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Es ist der Liter geht dazu. Was ist das? Das ist ja, nur ein Göhl ist das Schönste auf der Welt. Aber was er nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Jeder Gasland Fisch ist ein Renner über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Aber das nächste Lied, das ist ja geplant von uns so, dass es wirklich euch dermaßen psychologisch spricht. Was sagt's, Alter? Ich hau ihm alles rein, was ich hab. Also wirklich ein sehr trauriges Lied, bitte, wer schwache Nerven hat, der wird nicht zuhören. Ich glaube, mein Erb dann die wird 120 Jahre. Aber bitte Erbschaft oder Leben ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lange auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Ja. Jeder Blatt sagt, das ist eine Schande. Und am Bauch sagt, da spart man's Band. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja nur. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt der Adi. Aber gleich, sagt sie, sonst ist spät. Jeder Platz ist eine Schande, und am Bauch spart man's Band. Es muss was geschehen, Adi. Aber gleich, sonst ist spät. Wodka-Stein, sagt er, das ist der. Kann man so schreiben, sagt er, von der Steier. Mich und Seefit, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und das ist gehört. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt. Aber nur kein Brot, sagt sie, weil das staubt. Milch und Semmeln hab ich
her, das ist gesund und es zehrt, Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot über die Stadt. Das kommt sehr Lieblingsstoffe. Meine. Schon mein, sagt er in der Früh. Aber besoffen, sagt er, kehrt zur Kuh. Friss die Hälfte, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch auch schon, sagt sie, ein nächstes Kleid. Aber umgekehrt, sagt er, 1000 raus. Ich kauf mir, sagt er, eine größere Hose. Oh, mir gern 1000 raus, ich kauf mir eine größere Hose. Schon mal Wein in der Früh, aber besoffen braucht keine Kuh. Unterstützen, bis ich komme, bei der Hunger bringt mich um. Ich danke, geht schon mal herzlich für eure Großzügigkeit. Beim Moos habe ich seit Nacht gezählt, aber ich habe schon gesehen, da ist viel Liebe von euch vorhanden. Ich danke euch schön. Und wir haben jetzt begonnen, quasi das letzte Reigen mit einem Wunschlied. Ich wäre Blatt von Kurt, also die Trude Marziger den Text geschrieben, die Musik der Richard Österreicher und der Text, also der bekannt gemacht uns der Kurt Sobenetz. Und die nächsten Wunschlieder stehen an. Bei mir ist wirklich, ich muss sagen, stimmlich, ich bin wahnsinnig beansprucht, aber wir sind eh schon unter uns und April, also was so ist. Das bringen wir schon zusammen. Und das bringen wir auch noch hin. Silberne Kanal war das, gell, bis wir dann machen. Ja. In ein ganz kleinen Gasse, am Lichten oder Grund, da was Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin und Dächter waren schon magig unter uns. Der Wirt war ein Kreuz wie das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig bei Tisch. Weil nirgends das allein da wo so gut war und frisch. Und das Essen war es fröhlich und gut. Ja, wie es der Werner halt gern und tut. Wer einmal nur tot war, der war auf jeden Fall. Der stand aus dem Kandel im lichten Tod. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaut dir ein Glas lang, bis einmal bei mir drin, kommst sicher auch nicht da, weil ich am Wirtshaus bin, so noch dem alten Strom. Heute ist silberne Kanal, ein großes Restaurant, mit Spiegel und aufgeputzten Tafeln. Und drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gaben. Die Leute, die sind gespreizt. Und es wird auch nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus die Fenster hat gejagt. In der Früh, zum Mittag und auf die Nacht. Ja, da denk ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie das silberne Kanal noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schau dir ein Glas lang, bis einmal bei mir drin, kommst sicher all nicht an, weil ich
aber niemals ein Geld. Und das zum Verputzen sind wir auf der Welt. Wann vom Arbeiten geredet wird, da kriegen wir einen denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Fabrikant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Fabrikant. Ein Schindler, ein Goethe war niemals im Haus, die kennen wir nur von Figur in Mann. In der Geografie, da wissen wir nicht, bis wir ruhig, dafür aber spielen wir sehr gut Parabol. Ein Theater, das ist für uns die höchste Fadesse. Von den Tanzschulen jeden Doch, da wissen wir jede Adresse. Da braucht man kein Geld und sind da elegant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Fabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Fabrikant. Aber unser Vater hat kein Haus mehr. Er ist jetzt Herr Musikant. Wir werden jetzt mal einen Schluck Wein trinken, sicher jetzt, weil wir... Danke. Schmeißen es nicht auf. Ansonsten mit Wunschliedern, glaube ich, die haben wir alle abgedeckt. Es sei denn, es besteht noch eins. Alt Unterkring war. Alter Unterkring war... Alt Unterkring war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen ausstand, der Wein, der ist kaum wohl von Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehnermarie, auf Festudel und Post, manches Treffer verwascht, und die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammen schon. Den alten Unterkring ist mein Paradies. Neulich hab ich in ein Album Bildung gesehen vom 90er Jahren. Drüber standen kleine Sprücherl. Alt Unterkring, wie's früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schön was damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben alten Vater ein. Alt Unterkring war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen ausstand, der Wein, der ist vom Wohl, vom Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehnermarie, auf Festudel und Post, manches Mader verroscht, und die Stimmung sich kaum ums die Töne. Wo man Wein geschickt hat. Den alten Unterkring ist mein Paradies. Ich glaube, meine
Stimme verabschiedet sich zunehmend. Daher spielen wir jetzt ein Instrumentalstück. Ja, das sowieso, das mache ich ganz normal schon. Sie hat eh länger gehalten, als ich geglaubt habe. Ja, du warst nicht tapfer. Aber jetzt machen wir ein Instrumentalstück, die Party, was reißen wir an? Was machen wir? Machen wir die Ruf- und Leier-Tänze? Weil wir heute schon so schöne Sachen spielen. Passt das auch noch gut? Die Ruf- und Leier-Tänze, muss man sagen, das ist auch eine alt überlieferte Geschichte. Und man hat im dritten Teil, Herze dann, da ist, wie soll ich sagen, da merkt man dann, dass es wirklich bis ins Mittelalter zurückgeht, weil im Mittelalter haben wir gehabt, vor allem wichtig, den Portunton. Ja. Ruhig zu! Das muss man gar nicht mehr konzentrieren können. Otto, sag einmal, er soll zuhören. Gib mir meinen Schwester, er soll zuhören. Wir haben bei dem Stickel, da haben wir, du hast ja früher, man muss sich das so vorstellen, da hat es ja keine Verstärkeranlage gegeben und nichts. Nicht? Und das heißt, wenn ein Fessel war, wenn ein Gestühl war, wenn ein paar Leute zusammengekommen sind, dann hast du ja Instrumente gebraucht, die einen Wirbel gemacht haben. Und da hat es noch kein Blech, keine Blasmusik, das hat es also nicht gegeben. Das heißt, es hat ein Instrument gegeben oder eine Gattung an Instrumenten, die haben einen Wirbel gemacht. Das war der Dudelsack, die Sackpfeife, nicht der liebe Augustin, der erste, das war Sackpfeifer, nicht? Oder wie haben die alle geheißen, diese Instrumente? Mongolen haben wir das schon gehabt. Die Mongolen, ja, das sind die alten Instrumente. Oder die Drehleier, nicht? Also, und das hat einen Wirbel gemacht. Und da hat man ja braucht, da hast du gehabt, ein Gang oder so, das hat ja keiner gehabt daheim. Das waren kleine Instrumente, schwache, so Flöten oder so. Oder Zither dann irgendwann einmal, nicht? Das waren ja alles leise Instrumente. Und wenn du einen Stuhl gehabt hast, dann hast du braucht ein Instrument, was reinfährt, und das war die Dudel. Hat man im Wienerischen gesagt, der Dudel. Nicht? Und das war so der Dudelsack. Und da immer, wenn man gesagt hat, was quasi ein Synonym war für ein Gestühl, hat man gesagt, wo ist der Dudel? Weil da ist um was gegangen. Und das war also eigentlich eines der Hauptinstrumente in der mittelalterlichen Zeit. Und jetzt spielen wir die Ruf- und Leiertänze. Das ist lang überliefert worden, ewig für Schrammelquartett und was weiß ich was alles. Und im letzten Teil, da hört sich das, weil dieser Portunton, dieser feststehende Ton, nicht, wie es beim Dudelsack oder bei der Drehleier, du hast immer einen Ton, der sich durchzieht. Das ist dieser Portunton, so von Musik wissenschaftlich korrekt, und da hört es das sogar. Also das heißt, diese Ruf- und Leiertänze gehen sicher zurück, zumindest der letzte Teil, bis ins Mittelalter. Ja. Aber wo genau und wann genau, das kann man natürlich nicht mehr feststellen. Aber das spielen wir euch jetzt da. Ruf- und Leiertänze.
Weißt du, jetzt mit der alte Schmied vom Lerchen. Ich habe mich verabschiedet. Ich rufe was so in die Runde. Jawohl. Du viel Glück noch bei den nächsten 20 Maturen. Bitte, guten Abend. Habt ihr einen schönen Abend? Bis bald hoffentlich. So, jetzt haben wir einen Haufen Rest ausgespielt und ich schaue einen Burschen. Aber wenn wir da ausgespielt sind, wir zweit gegangen. Aber von mir kriegt es auch was. Ist ja nicht so. Ja, nein. Für die ist es ja sogar noch charmant, sag ich. Oder Clemens ist halt, den bin ich halt so gewöhnt. Den bin ich halt so gewöhnt schon. Wirklich, meine nicht. Also, was war das vorher jetzt? Der alte Schmied oder Der Schmied vom Werbes. ja, weil ich so eine gute Stimme habe gerade, ja. Das ist halt, damit mir das Leben ist. Da ist Leben. Weil draußen, wo in Lerchenfeld ein ganz altes Schmieden steht. Als Bub hab ich da oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Blatt. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied hat gesehen und bis in die Nacht das Eisen gekommen und haben's gebaut. Die Funken sind dort lustig gestanden. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber vier ein Schimmel gespannt. Er trinkt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Fuhrleiter mehr. Still ist jetzt in der Schmieden dort. Die Schmiedensöhne sind links alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amboss klingt, der Regen durch so eine Dachel rinnt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und drinnen in sein Bord, es ist hart, wenn man vergeblich wartet. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber viel an Schimmel gespannt. Er trinkt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Vorteile mehr. Bravo! Ungefähr bringe ich sie, wir probieren es. Sie ist bei mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre. Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's am Mutter, Schmied, komm her, lass dir das Gesicht und Handel waschen. Lass die Wuckel dir frisieren, heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg aufführen. Oben hat's mir gezeigt, die Brockenbrücke, und die Strecke und das Loch, und so schau der Stephansdom und der blaue Donau. Schau, das Häuser mir
Stadt, dein Wien. Bleib stets treu, den schönen Ort. Ich hab gehalten an meinem Fuß. Meine Mutter war ein Wienerlied, drum hab ich so gern. Sie war's, dem ich leb, meine Liebe hat gegeben, so ein einzigen goldenen Weg. Meine Mutter war ein Wienerlied, drum hab ich den so gern. Sie war's, dem ich leb, meine Liebe hat gegeben, so ein einzigen goldenen Weg. Danke vielmals. Dankeschön. Ich danke euch herzlich, aber jetzt lasst mir wirklich, die Stimme aus. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass ich heute so weit gekommen bin mit jetzt. Weil es ist eine hartnäckige Geschichte in den letzten Wochen schon. Aber ich dachte, naja, es geht schon, man muss halt schauen, dass man nur trinkt. Ne? Und ich habe mich bemüht, ich habe getrunken, was geht, aber die Stimme ist in den Arsch gegangen. Was kann man machen? Tut mir leid. Heute Goschen! Entschuldigung, ich musste ausfällig werden. Ja, was? Ich musste ausfällig werden, weil der hat so schier geredet, Meine Herrschaft, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem taugt. Wir werden uns jetzt verabschieden mit diesem Lied. Ich hoffe wirklich, es war zufrieden, glücklich und extra aus Oberösterreich, aus Bayern, seid ihr dahergekommen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, ich komme es halt mal wieder. Das ist und für den 20er, das ist überhaupt leibend. Und ich meine, für dann den 100er, das war überhaupt super dann. Nicht? Nein, aber ich hoffe, es hat euch wirklich taugt, dass das ein schöner Abend war. Für uns war es auf jeden Fall. Wunderbar war es. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich danke euch herzlich, wir verabschieden uns mit dieser Nummer, eine Eigenkomposition, die irgendwo auch so ein bisschen diesmal halt entstanden. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht und es ist auch gewarnt worden, bei so manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen und sind wir ehrlich, wir werden schon langsam wird. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend, das hat uns sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitze, da denke ich an meine blöden Witz und an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Heute haben wir Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil dann wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.